Treffpunkt Europa. Wer mehr als eine Sprache beherrscht, ist gerade in der heutigen Zeit klar im Vorteil. Doch genauso wichtig ist auch die Muttersprache eines jeden, denn auch über die Sprache definiert sich unsere Identität. Wir wollen uns diese Sprachenvielfalt in der EU jetzt einmal genauer ansehen. Am Mikrofon ist Katrin Brackmann von der Deutschen Welle. Herzlich willkommen. Europa konkret. Identität durch Sprache auch ein großes Thema in Luxemburg, nach Malta der zweitkleinste Staat der Europäischen Union. Von den rund 470.000 Einwohnern sind 40% Ausländer. Dazu kommen viele sogenannte Grenzgänger, die aus den Nachbarländern täglich zur Arbeit nach Luxemburg pendeln. Für die Luxemburger selbst, die in diesem kulturellen Schmelztiegel leben, ist ihre Sprache daher ein ganz wichtiges Zeichen ihrer Identität und Eigenständigkeit. Susanne Henn hat sich vor Ort umgehört. Was hier aus dem Autoradio schallt, ist Letzebürgisch, seit 1984 die Nationalsprache in Luxemburg. Die Moderatorin fragt, ob die Bürger sich im Urlaub auch Mühe geben, die Sprache des Gastlandes zu sprechen. Griechisch zum Beispiel oder Spanisch. Sie selbst lebt als eine von rund 250.000 Letzebürgisch-Muttersprachlern im zweitkleinsten EU-Land. In ihrer Heimat geben sich die Gäste nicht unbedingt Mühe, die Landessprache zu sprechen. Amtssprachen gibt es in Luxemburg gleich 3. Moin, guten Tag, bonjour. Neben Luxemburgisch noch Französisch und Deutsch. Adi, auf Wiedersehen, au revoir. Das Letzebürgische ist eine westgermanische Sprache und gehört zur Dialektgruppe des Moselfränkischen. Wer also Trierer Platt aus der Nachbarregion rund um die Stadt Trier spricht, der kann auch einer Konversation unter Luxemburgern mühelos folgen. Das schriftliche Luxemburgisch ist aber für viele ein Problem. Deshalb treffen sich im Abendkurs luxemburgische Orthographie im ländlichen Beckerich 7 wissbegierige Erwachsene mit ihrem Lehrer und pauken beim Diktat die richtige Rechtschreibung. Da möcht ihr Feier oben. Es wird viel gelacht und viel diskutiert. Erst im November 1976 wurde eine verbindliche und einheitliche Rechtschreibung per Erlass eingeführt, 1999 nochmal modifiziert. Das Luxemburgische ist immer wieder Kritik von außen ausgesetzt, es sei nur ein Dialekt und keine eigene Sprache. 2 von 3 Voraussetzungen dafür sind aber erfüllt, nämlich die Anerkennung durch eine offizielle Instanz und die literarische Produktion. Mit Punkt 3, den Referenzwerken wie Wörterbüchern oder Grammatiken, hapert es aber noch ein bisschen, erklärt Orthographielehrer Jérôme Lulling. Hier weiß der Luxemburger selbst oft nicht so richtig, ja, was ist denn jetzt eigentlich meine luxemburgische Sprache? Und erst wenn wir die luxemburgische Sprache auch durch solche Referenzwerke eben genau definieren können, ist das auch möglich, Luxemburgisch als eine Fremdsprache zu unterrichten und dann auch als eine Integrationssprache. Für Kursteilnehmerin Lidi, die später gern Luxemburgisch als Fremdsprache unterrichten würde, ist Letzebürgisch vor allem eins: Identität. Wir sind halt nur ein paar, aber wir haben trotzdem unsere eigene Sprache. In den Printmedien wird allerdings hauptsächlich auf Hochdeutsch publiziert, weniger auf Französisch und nur 3% auf Letzebürgisch. Jérôme Lulling, der auch an der Universität Trier Luxemburgisch unterrichtet, bemängelt das. Das Luxemburgische wird mehr so in die Ecke für Heiratsanzeigen und Todesanzeigen benutzt und das finde ich ein bisschen schade, weil man sehr gut die Aktualität des Tagesgeschehens sowohl national wie international auch auf Luxemburgisch verfassen kann. Und dann hört er sich die aktuellen Nachrichten im Autoradio an. Auf Letzebürgisch natürlich.